Die Aufwanderung von über 7000 Menoniten von Kanada nach Mexiko fängt an 1922 an. Von 1922 bis 1926 rollten ungefähr 36 Vieh von jeder 25 bis 45 Korn von Manitoba und Saskatchewan nach Chihuahua und Durango in Mexiko. Die Endstation von der meisten Vieh wie San Antonio de los Arenales, von der Cuauhtémoc in den Staat Chihuahua. Dann wird San Antonio mal bloß eine Wildwaststation mit einem großen Speicher und ein paar Leinkoten. Von hier aus tragen die nie angekommenen Siedler mit ihre aus Kanada mitgebrachte Sachen auf ihr eigenes Land ab. Die deutschredenden Menoniten aus Kanada sind nicht arme Menschen, die auf die Not oder Unnot in eine neue Heimat getragen sind, aber sie bilden ein selbstsicheres Bürenvolk mit schriftlichen Privilegien. Mexiko hat an mich, zoals Russland und Kanada einmal, das Land umsonst gegeben. So haben sie auch nicht nur gefragt. Sie haben Geld und waren glücklich, dass sie das Land kaufen können. Die Siedler haben das Ziel erreicht. Die Menoniten, die ankommen im Tal von Bustillos, sollen nun für diese Gegend einen gewaltigen Abschwung bedienen. Eine Kriegunion wird ab verirrt gebaut. Viele wohnen zeitweilig in Zelten, was permanente Wohnungen gebaut werden können. Westlich von Bustillos sei, sind die Bauern mal so 10 bis 20 Schaudei. Die leben bescheidene, aber zuverlässige Moten von scheinet Wasser. Die Frühe sind gut dabei, die Wäsche zu waschen. De Wäsche wird glatt gerollt. Der Rollmangel und andere Haussachen hat man auch von Kanada mitgebracht. Das Brandholz wird reingemacht, um die Ogen anhätten. Die Mahlzeiten wurden in der ersten Zeit unter freiem Himmel reingemacht. Das Wettmehl hat man auch aus Kanada mitgebracht. Die Einwanderer brauchen nicht für eine fremde Sprache lernen, aber sich mit unbekannten Sitten an ein fremdes Land aufzugeben. Ihre ganze vertraute Umwelt, mit der sie in Berührung kommen, wie mit Antaub ausgewandert, und alles funktioniert ununterbrochen wieder. Am Sonntag gehen die Leute zum Gottesdienst. Sie versammeln sich in einem Zelt. Hier wird der erste Dankgottesdienst auf mexikanischem Bodem aufgehoben. Die Zuhörer wurden durch das Wort Gottes gestärkt und reingemacht für das gewaltige Werk von alles nie abbauen, was hier noch veranlegt. Das Land wird angemeten. Fuß wurden die breite Dartsgassen und die Grundstücke aufgemeten. Im Allgemeinen wird der Bürgerhof von 200 bis 400 Schau breit angelegt. Ohne Vertragen wird auch das Landabbrechen angegriffen. Der Staat, zoals die Siedler noch von der nur alle Überlieferung von Russland her das offene Land nahmen, wird abgebrochen. Die aus Kanada mitgebrachte Schaflee arbeiten auf den hartnäckigen Erdbodem nicht zufriedenstellend. In Drehtiden schneiden die überhaupt nicht hin.
Auf viele Städten deed de steinige Erdbodem der Gesellschaft sehr beschädigend. Langsam wurden die Schockwege der später geeignete Diskwege ersatt. Wenn die neue Siedler für mexikanische Verhältnisse auf fehlgeschriebene Ackergesellschaft hatten, ging es am Anfang doch mal langsam, dort Gras und Klügland anzuwandeln. In Notjahren was das Gras gepiert wird am Bock. Mit den von Kanada mitgebrachten Grasmaschinen wird viel hergemerkt für die Pier. Sorgfältig wird das geschnittene Gras topgehört. Die ersten Einwanderer, die ohne 1922 allermords in den breiten Tal von Bustius ankamen, sagen, dass es ein Segen von Gott, dass sie auf ihre Wees viel dreht Gras halten, was sie voedsels langvoudig für ihre Pier aanernten können. In die ersten Jahren wird jeder Sommer viel hergemerkt. Um die neue Siedlung abzubauen, hat man viel Baumaterial aus Kanada mitgebracht. Wieder ein Verrat von Bauholz kann von Säumehlen in de Boy, die dicht beilagen, geholt worden. Binnen wenige Jahren deden de Siedler sich auch eigene Säumehlen einrichten. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit entstanden die ersten Dörfer. Bald stunden durch, wobei so weit bloß die einsame Wüste en onbereide prairie gewast weer, schmackte tweereige Dörfer mit Wohnhäuser und Stalling für das Vieh. Am Anfang büden die rickere Lied ihre Gebiete nur kanadisch-mennonitischem Stil. Meistens wurden Wohnhäuser und Stall aneinander gebaut, aber nicht unter einem Dach. Kirchen oder Bethäuser sind immer von ersten gebaut worden, wo immer die Mennoniten sich durchgelassen oder angesiedelt haben. Schulen waren noch voetgebuurd. De Schule is van jeher en de Mennoniten ihre Geschichte von hoger Bedeutung gewesen. Für die Oldkolonie wird die Schule entschieden. Russland hat man einmal verloren, als man die Einführung von Militärdienst und Schulreform aus dem Stich tragen will. Der Grund vom Uitwandern nach Mexiko lag bloß auf dem Schulgebiet. Als die Regierungen an die 1873 schrecklich gegebene Schulfreiheiten tragen, und zij an der Regierungs- oder Distriktsschulen kein Deutsch und keine Religion unterrichten dürfen, wären die Oldkolonie sich sehr bald einig auszuwandern. Sie wären nicht willig, in der Schulsachen auch mal einen Fingerbreit Note geben. Deswegen verleiten sie Kanada, um in Mexiko noch einmal von Fernen anzufangen. Die eigene deutsche Schule soll an erhalten bleiben. Das einfache mitgebrachte Schulprogramm wordt streng beibehouden. Eine wahrscheinlich nach uit Pressen stammende Fibel wird das erste Leesbuch. Daarop volgt de Catechism. Dat Nieuwe Testament. En dan de Bibel. De Scheile leren dat schrijven naar de Gotische Schrift. En dat niet geweten en rekenen naar oude rekenmethoden. De kwaliteit van onderricht hangt meest aan een uitname van einzelne leren af. De grote vraag voor de toekomst is aber, hoe lang wordt man im Leben nog met diesem onderricht vorig worden?
Die Menoniten brachten ihre Wirtschafts- und Gemeinschaftsordnungen, die sie all in Russland und in Kanada gehabt haben, auch mit nach Mexiko. Der tweede Tag mit breite Gassen und große Hofsteden, anliegende offene Kerwels und gemeinschaftliche Werkstätten bilden den Kuren von der Dorfsordnung. Jeder Dorf hat einen gewählten Dorfschild und die ganze Kolonie wird ein gewählter Vorsteher verwalten. In Russland wird der Vorsteher Eberschild genannt. Die zwei hatten die Siedler auch von Kanada mitgebracht. Die Bürger sind stolz auf ihre Pied. Dort war dran met de Pied, merkte die Jungs viel Spaß. Ook Schwien hat man in Kanada mitgebracht. In Kanada hat man meistens im Hof de Schwien angeschlacht. Hier auf der Nähe Siedlung merkt man dort meistens im Winter. Das Schwien wird reingemerkt. Zwei geschnitten. Spark wird uitgebrot. Dat jaagt schmalt en grijven. Worst worden gemerkt. Schinkjes worden aangesalten. Schinkjes en worst worden in de reekkomma gerekend. Einer je hier een Oktoberbuur zien had. Kühnheiner. Jans. Düven. Kanientjes. Hoing. En Kauten. De Schwalms haben sich al im Stall gemacht. Im Haushalt wird der geschenkte Hausfrau walten. Sie beschäftigt sich mit der Familie ihrer Wahl. Sie wird die Mahlzeiten reinmerken für die Familie. Im stillen Gebet dankt man Gott für das tägliche Brot. Die von Kanada mitgebrachte Nähmaschine ist für die Hausfrau unersättlich. Hier kommt nichts an den Ort. Ohne geschickte Finger wurden sogar Laufes und Lumpen noch nützlich. Die Männer sind auf den Feldern oder Stab beschäftigt. Die Niedersiedler versuchen das erste, die aus Kanada mitgebrachte Ackerbaumethoden einzuführen. Sie haben aber wenig oder gar keine Kenntnis von dem Erdbodem seiner Beschaffenheit, von Klima oder von tausenden Kulturen im neuen Land. Alles muss durch schwere Erfahrungen gelehrt worden. Dafür haben sie aber die starke Kraft von ihr Gemeinschaftswesen und ihre Tradition von sich gegenseitig behauptlich sein. Am Anfang waren, zoals man dort in Kanada gedaan had, een Monat weit, hoger